Guten Abend, hallo zusammen, hallo Dario. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Livestream heute Abend. Ich hoffe, ihr habt heute Spass miteinander. Wir haben heute Spass miteinander, nicht nur ihr. Und meldet euch doch, schreibt, kauft mir einen Kaffee, dann könnt ihr mitchatten. Das wäre super. Heute geht es um das Thema Fitness, Sport und so. Vielleicht sind ihr Sportkanonen oder ihr seid faule Säcke und schauen lieber ein bisschen im Fernsehen Sport schauen. Wie ist das bei euch? Hallo Olivia. Ja, sind ihr Sportkanonen? Macht ihr gerne Sport? Sind ihr fit? Ja. Oi, Olivia, du bist nicht fit. Du musst vielleicht noch ein bisschen mehr trainieren. So wie ich. Ich würde sagen, ich müsste auch ein bisschen mehr trainieren. Ich warte auf meinen Mann. Er tut mich motivieren, immer zum Sport zu machen. Was macht ihr für Sport? Macht ihr Sport? Ja? Ich tue sehr gerne schwimmen, aber das mache ich vor allem im Sommer. Ich gehe weniger ins Schwimmbad und jetzt sowieso ist das Schwimmbad zu. Jetzt kann man nicht schwimmen ins Schwimmbad, aber man kann immer noch in den See schwimmen oder in den Fluss, aber es ist ein bisschen kalt. Nicht lang auf jeden Fall. Oi, Dario, du tust Gewicht stemmen, das klingt ganz seriös. Hallo Hakuna Matata. Olivia, du tust auch gerne schwimmen. Macht ihr Fitness? Geht ihr so ins Fitnesszentrum an die Maschinen üben? Dort hat es verschiedene Maschinen, wo man Gewicht anhängen kann, wo man Widerstand hat, wo man noch besser trainieren kann als ohne Maschine. Ihr müsst mir vielleicht auch sagen, ja, was man dort so macht im Fitness. Ich war einige Mal, aber so viel eigentlich nicht. Hallo Lovely. Also, danke allen, die mir einen Kaffee gekauft haben, die mich unterstützen, dass wir da weiterhin so Filme machen und Livestream. Und ihr könnt jetzt auch mitchatten. Ja. Also, sind ihr fit? Sind ihr fit? Über das, wenn wir heute reden, sind ihr kräftig? Sind ihr gut trainiert? Ja. Also, sind ihr fit? Ich würde sagen, ich bin zweig. Es geht mir gut. Ich bin nicht krank. Aber Hakuna Matata, du bist fit und munter. Vielleicht ganz so fit bin ich nicht. Also wenn ich muss 1 Kilometer springen muss, ist das für mich schon viel genug, sagen wir so, genug. Springen ist nicht so meine Sache. Lieber Velofahren. Welchen Sport schaut ihr gerne? Also da machen wir noch Abstecher für die lieber Sport im Fernsehen schauen oder sich interessieren für die Resultate im Radio, wer wie spielt. Munter, das ist so heiter, so eben voller Energie und mit einem Lachen auf dem Gesicht. Das ist munter. Also, welchen Sport? Ich glaube, bei euch tut niemand viel Sport schauen. Man braucht auch Zeit, um Sport im Fernsehen zu schauen. Das haben wir vielleicht gar nicht. So viel Zeit, um alle Matches zu schauen. Shooten ist dein Lieblingssport. Ja. Hakuna Matata. Jetzt haben sie auch gespielt in der internationalen die Fußballclub, die wieder zusammen spielen, ja. Ich glaube gerade, mein Mann interessiert sich für Polen, also ich glaube, morgen spielt Polen gegen
Gegen Holland? Nein, ich weiß nicht. Irgendwie etwas. Aber ich bin nicht so gut informiert. Töckele, du hast auch gern. Für die anderen, die vielleicht nicht wissen. Wisst ihr, was das ist? Das ist das Tischfußballspiel, wo man so einen Tisch hat und so die Töckeli, die Fußballspieler, und mit denen muss man so drehen, so. Und dann kann man ein Goal schiessen, so auf einem Tisch. Das ist Töckele. Ja. Das haben wir früher auch mal gemacht, in den Lagern vor allem. Ja, heute hat es da kenne ich niemanden, der so einen Töckeli-Kasten hat, wo man spielen könnte. Aber das war amigs noch lustig, Töckele. Also mit dem Tischfußball spielen, dann muss man ganz schnelle Reaktion haben. Dario, du tust gerne shooten, aber du bist in der letzten Zeit immer am Programmieren. Also du hast keine Zeit, um weder das zu schauen, hoffentlich ein bisschen zum Spielen. Lovely, du schaust Tennis und Skifahren. Bist du ein Fan von Roger Federer? Im Winter, das war ein Sport, den wir in der Familie geschaut haben. Mein Vater interessiert sich für Skifahren und ab und zu haben wir Skirennen geschaut im Fernsehen. Mehr Skirennen als Fußball. Aber im Moment schaue ich gar nicht viel Fernsehen. Ja, geht ihr ins Fitness? Und das war die erste Frage. Und wie viel zahlt ihr fürs Fitness? Manchmal sind das noch saftige Abos, die man zahlen muss und wo man aufpassen muss, dass sie sich nicht automatisch erneuern für ein Jahr. Es gibt Fitnessstudios, wo du 3 Monate vorher musst kündigen musst, bevor das Abo abläuft. Und dann, wenn du das vergisst, dann bist du automatisch für das nächste Jahr eingeschrieben. Vielleicht ist das gut, weil wenn du zahlst, dann gehst du. Ja, wenn man schon so viel zahlt, dann nachher muss man trainieren. Ja, Lovely, du gehst ins Fitness, ja. Wie viel zahlst du für dein Fitness-Abo? Gehst du jeden Tag oder gehst du einfach 1-2 Mal pro Woche? Wie häufig gehst du ins Fitness? Ja. Also, ich kann nicht gut mitreden, weil ich gehe eben nicht ins Fitness. Wir machen manchmal Fitness daheim. Ja, es gibt viele Videos, die einem motivieren können oder einfach so das Zweite. Wenn ich allein Fitness mache, dann ist das Problem, dass ich schnell aufgebe. Mit einem Video ist es besser. Dann mache ich wirklich die 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so. Jetzt, für die Gewicht stemmen, Dario, das ist, glaube ich, eine Frage an dich. Hallo Wissam. Willkommen beim Mitreden da. Wie viel magst du lupfen? Wie viel Gewicht, wie viel Kilo magst du stemmen? Also lupfen ist so vom Boden auflüpfen. Eigentlich sagt man auf Hochdeutsch ja heben, Gewicht heben. Aber auf Schweizerdeutsch sagen wir lupfen oder lüpfen. Also ich hatte Hilfe von einer anderen Frau, die mir da Fragen hat geschrieben, und ich habe ein paar Sachen so gelassen, wie sie geschrieben hat. Das ist nicht genau gleich, wie ich immer schreibe, aber es ist auch gut. Das Abo kostet pro Jahr 690 Franken, also mehr als 50 Franken pro Monat. Dann musst du das wirklich brauchen. Das ist ein guter Grund, ins Fitness zu gehen, wenn du schon so viel zahlst. Lupfen ist schwierig, ja. Man kann auch ganz leichte Sachen lupfen. Also, das ist nicht so schwierig. Aber je schwerer, je mehr Kilo das man anhängt, desto anstrengender ist es. Vielleicht ist es mehr anstrengend als schwierig. Bankdrücken. Also, wenn man in die Schule geht, kann man sagen, ich drücke die Schulbank drücken.
Aber das ist vielleicht etwas anderes. Das heisst, ich sitze in der Schulbank und ich gehe noch in die Schule. Aber also Hakuna Matata, du weisst auf jeden Fall, dass du deine Frau kannst lüpfen. Das ist gut. Oder man kann auch Armdrücken machen. Armdrücken, das ist vielleicht auch so ein Kräftemessen, das man so schnell machen kann. Ich denke, häufig sind das Männer, die wissen wollen, wer der stärker ist. Und dann muss man nicht gerade kämpfen, aber man kann so Arm drücken. So. Dario, du stemmst 80 Kilo. Das ist Also du könntest mich stemmen. Ohne Problem. Nur, das ist ein bisschen schwieriger zum Heben. Hast du ein Sixpack? Ist das wichtig für dich, ein Sixpack? Also hast du schöne Bauchmuskeln, eine Leiter oder so, wo man deine Bauch- und Oberkörpermuskeln gut sieht? Man kann auch sagen, Olivia, du fragst, was ist Stemmen? Also zuerst, wenn man etwas vom Boden aufnimmt, dann heisst das Lüpfen, aber beim Gewicht sagt man viel von Stemmen, weil man muss stossen so. Und stemmen, dann tut man mehr so stossen. Ja, Gewicht stemmen. Hakuna Matata, du hast 0 Pack oder 0 Sixpack. Du hast, deine Bauchmuskeln sieht man nicht so ausgeprägt. Aber das heisst nicht, dass sie nicht da sind. Ja? Du kannst doch immerhin deine Frau lüpfen. Am Strand bei Sixpack ist wichtig, auf das Aussehen. Du sagst, Dario, darum, du machst nicht für nichts so viele Übungen und du viel trainieren. Das ist das Resultat, kannst dann stolz sein darauf, ja. Und wenn man an den Strand geht, natürlich ist es schön, wenn man gut präsentiert. Aha, du hast kein Sixpack, Wissi. Also du bist eine Frau, ja? Du schreibst Wissi, nicht der Wissi, dann nehme ich an, du bist eine Frau, weil das ist noch, am Namen A sehe ich das nicht. Ja. Also Dario, was empfiehlst du uns anderen, die kein Sixpack haben? Was kann man machen, um ein Sixpack zu bekommen? Oder einfach, um ein bisschen besser in Form zu sein? Ah, der Wissam, du bist doch ein Mann. Der Wissi. Mhm. Genau, Dario, du hast einen guten Spruch. Die Apps werden in der Küche gemacht. Also du musst aufpassen beim Essen. Du kannst noch so viel Bauchmuskeln trainieren. Wenn du zu viel isst, dann nachher sind sie versteckt, deine Bauchmuskeln. Also man muss mal in der Küche anfangen, weniger essen, gesund essen. Mhm. Ja. Welchen Sport machst du gern? Tun ihr gern joggen oder Mannschaftssport? Macht ihr Mannschaftssport? Genau, Olivia. Äh, also, welchen Sport machst du gern? Ich tue eigentlich auch gerne Volleyball spielen oder so ein ganz einfaches Spiel, wir sagen dem Jägerball, so ein Ballspiel mit der Familie, mit den Kindern. Eigentlich tue ich das sehr gerne machen. Hakuna Matata, du tust joggen und shooten. Wenn du joggen, dann bist du nachher fit zum Shooten und magst besser springen. Velofahren, genau, Velofahren ist auch sehr schön. Eigentlich Trampolingumpen mache ich auch noch gerne.
Nicht so viel, weil wir kein Trampolin haben, aber manchmal, wenn ich Gelegenheit habe, bei Freunden oder so, gehe ich Trampolin gumpen. Du tust gerne sprinten, also du bist eher für Krafttraining und so und machst weniger Ausdauersport, Dario. Du tust lieber Vollgas geben, Vollgas. Äh, genau. Lovely, du tust gerne joggen und Minigolf spielen. Minigolf, genau, das kann man auch noch. Das ist ein schöner Zeitvertreib, ja. Dann muss man sich auch gut konzentrieren zum Minigolf spielen, das gehört auch dazu. Ja. Also wir machen viele verschiedene Natürlich, Wandern gehört eigentlich auch zum Sport. Ping-Pong spielen, genau, das ist auch Sport. Tischtennis, ja. Es gibt sogar Turniere. Da brauchst du einfach einen Tischtennistisch dazu und genug Leute, die mitspielen, mindestens jemand. Das ist sehr gut. Das kann man auch gut mit den Kindern daheim, wenn man einen Tisch hat. Ja. Das wäre jetzt gewesen. Wisst ihr, wie die Übung heisst? Das ist ein starker Mann. Der macht einen Doppeldecker. Liegestützen. Das sind Liegestützen, ja. Push-up, genau. Ich muss sagen, im Fitness wird sehr viel Englisch gebraucht und man braucht sehr viele englische Bezeichnungen. Ich denke, es gibt viele, die sagen Push-ups oder Sit-ups oder so. Das deutsche Wort ist Liegestützen und ich versuche da die deutschen Wörter zu brauchen. Ja. Und dann, wenn man zum Beispiel schon 100 Liegestützen gemacht hat oder wenn ich 5 Liegestützen gemacht habe, dann nachher sage ich mag nicht mehr. Ich bin fix und fertig. Ich mag nicht mehr. Ich brauche Pause. Ja. Wenn sagst du, dass du nicht mehr magst? Liegestützen. Olivia, ich würde es zusammenschreiben. Liegestützen. Wann brauchst du eine Pause? Ja. Bist du ein guter Ausdauersportler oder machst du mehr Intervalltraining und du ein bisschen intensiver Sport machen und dann wieder ein bisschen lockerer, gemütlicher? Wenn du Muskelkater hast, genau, wenn die Muskeln anfangen wehtun, dann sagst du, ich mag nicht mehr, ich brauche Pause. Olivia, du magst nicht mehr nach einer Liegestütze. Du kannst auch Damenliegestütze machen von den Knien. Also wenn du auf den Knien bist und du Liegestütze machen, dann nachher ist es viel weniger anstrengend. Ich wechsle schnell auf Damenliegestütze. Ein Muskelkater. Was für Übungen machen ihr gerne? Kennt ihr so Übungen, die top sind, die sehr gut sind, die ihr gerne macht? Ja, also ich mache zum Beispiel sehr gerne Stretching. Stretching kann ich eigentlich relativ gut. Dehnen, genau. Dehnen. Das ist das deutsche Wort für Stretching. Also Muskeln dehnen, Beinmuskeln, Armmuskeln, Halsmuskeln, Bauchmuskeln, vielleicht auch ein bisschen dehnen, ja. Olivia, du vergisst immer Stretching und dann später hast du Muskelkater. Pull-ups, das sind Klimmzüge, oder? Pull-ups. Dass du eine Stange hast und du tust die aufziehen. Ja. Liegestützen, dann tust du die vom Boden abstoßen und Schultern drücken. Was ist genau Schultern drücken? Ja, Olivia, Klimmzüge sind, wenn du eine Stange hast, vielleicht kannst du das in der Tür montieren bei dir im Zuhause oder jemand, und dann tust du die so heben und tust die aufziehen, bis der Kopf über die Stange kommt.
Ja. Wissi, du bist nicht so ein grosser Sportler. Also ich tue gerne eben, manchmal auch gerne so ein bisschen Yoga machen. So. Das hat auch mit denen viel zu tun. Ja. Oder Übungen mit den Beinen in der Luft. Die mache ich auch gerne so das Velo oder die Kerze oder so, um mal ein bisschen Blut im Kopf zu haben. Mehr. Mhm. Okay. Wie viel Mal pro Woche machst du Sport? Wenn man Stegenlaufen nicht zählt. Stegen auf, Stegen ab. Das ist auch immer ein bisschen Sport, wenn man die Stegen nehmen kann, anstatt den Lift. Ja. Aber wie viel Mal in der Woche machst du Sport? Ich mache sicher einmal pro Woche etwas. Dario, du tust 3 bis 4 Mal pro Woche trainieren. Das braucht man, um in Form zu bleiben. Einmal pro Woche. Das ist viel mehr als nicht. Hallo, Aib, Ben. Danke fürs Kaffee. Willkommen beim Mitreden. Tust du auch regelmässig Sport machen? Was, wenn du joggen, Lovely, oder so, was für eine Strecke machst du beim Laufen oder Joggen oder Rennen? Ja? Was für eine Strecke? Wie weit kannst du springen? Hi Aib. 10 Kilometer, Hakuna Matata. Schön. 10 Kilometer. Lovely, du tust 4 Mal pro Woche trainieren. Dann magst du sicher auch schon sehr viel springen. Aib, du gehst gerne joggen. Ein Spaziergang in den Bergen, Wanderungen, das ist mehr, da könnte man sagen, es ist ein bisschen Ausdauersport. Manchmal sind Wanderungen auch recht anspruchsvoll. Mit einem schönen grossen Rucksack. Das braucht Kalorien. Mhm. Wie viele Kraftübungen machst du? Oder machst du mehr Kraftübungen oder mehr Ausdauerübungen? Also, dass du auf was trainierst. Ausdauer ist zum Beispiel für einen Marathon. Wenn du einen Marathon springen willst, dann brauchst du Ausdauer, weil dann musst du über 40 Kilometer springen. Wow, lovely. 10 Kilometer. Das ist cool. Das merkt man, dass du trainierst. Mhm. Wie viele Kraftübungen machst du? Oder man kann auch Rumpfbeugen machen. Er macht jetzt zum Beispiel Rumpfbeugen. Er geht bis ganz rauf. Das ist auf Englisch Sit-Ups und dann gibt es noch Crunches. Das sagt man auf Schweizerdeutsch auch so. Das heisst, glaube ich, Bauchpressen. Wenn man nur ganz leicht raufkommt und dann wieder zurück. Nicht bis ganz rauf. Dann ist es, das sind Bauchpressen. Und das ist scheinbar besser, Gesundheitsexperten oder Fitnessexperten sagen, das ist besser, wenn man das macht. Die heissen etwas anders. Wir haben denen immer noch in der Schule Rumpfbeugen gesagt. Und in der Übersetzung da habe ich Crunches, das ist, glaube ich, eben nicht ganz das Gleiche. Crunches sind die, wo man nicht ganz raufkommt. Dario, du tust ausgleichen trainieren, 50-50. Ein bisschen Kraftübungen, ein bisschen Ausdauerübungen. Mhm. Was machst du lieber, Rumpfbeugen oder Liegestütz? Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn du Maske musst tragen während dem Fitness, dann nachher ist das sehr mühsam zum Schnaufen, ja. Und dann kann man nicht so intensiv trainieren.
Lovely, du machst lieber Rumpfbeugen. 3x20. Das ist sehr gut. Wieso, Olivia, muss der Dario aufpassen? Ich verstehe das nicht. Also, stell dir vor, du hast einen dicken Freund, jemand, oder eine Freundin, die ein bisschen Übergewicht hat. Wie würdest du sie oder ihn davon überzeugen, Fitness zu machen? Ja? Würdest du das versuchen, so eine Person davon zu überzeugen, dass sie auch Fitness machen könnte? Olivia, du meinst, Sport ist gefährlich. Oder sogar Mord, ja? Man kann alles übertreiben. Ich denke, man muss spüren, wo seine Grenzen sind. Olivia, du meinst, dein Freund hat übertrieben und jetzt hat er vielleicht gesundheitliche Probleme, ja? Ich denke, wenn man viele Übungen machen, die die Gelenke sehr belastet, dann nachher mit der Zeit, mit den Jahren, kann man zum Beispiel Gelenkprobleme bekommen. Mit den Knien. Er hat Probleme mit den Knien. Genau. Er hat vielleicht zu viel seine Knie beansprucht und jetzt ist irgendein Defekt und jetzt kann er nicht mehr gut Sport machen. Du würdest deinen Freund mitnehmen zum Sport machen, ja? Langsam kleine Sachen anfangen, ja? Das ist die beste Motivation, wenn man das nicht allein machen muss, sondern wenn jemand mitmacht und einen motiviert. Du würdest zuerst zusammen regelmässig laufen. Sehr wahrscheinlich meinst du spazieren und dann kann man immer ein bisschen schneller spazieren oder ein bisschen weiter spazieren. Ja. Oder mit den Stöcken. Man kann Nordic Walking machen. Oh, das ist auch noch eine Sache. Das mache ich nicht gerne. Man kann Nordic Walking machen. Das ist auch fast gleich gut wie Joggen. Aber es ist besser für die Gelenke, für die Knie und so. Deine Frau hat 25 Kilo abgenommen. Wow, Dario, du kannst ihr gratulieren. Das ist super. Das ist einfacher gesagt als gemacht, ja. Da kann man nicht nur, da musst du beides machen. Du musst Sport machen und du musst weniger essen und aufpassen, was du isst. Wow, Hakuna Matata, du hast gelernt schwimmen mit YouTube. Das ist schon die nächste Frage. Machst du auch manchmal Fitness mit YouTube? Das Gegenteil von Abnehmen ist Zunehmen. Wenn wir aufhören, Sport zu machen, wenn wir vielleicht in den Wintermonaten und an Weihnachten mehr essen und so, dann ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass wir zunehmen, dass wir schwerer werden. Ja, also Hakuna Matata, du bist super, du tust sogar schwimmen, hast du gelernt, mit YouTube-Video. Das habe ich jetzt noch nicht gehört. Ich habe eine Freundin, sie hat super gut Salsa tanzen gelernt mit ihrem Bruder daheim mit YouTube-Video. Also ich war erstaunt, wie sie Salsa tanzen können und sie haben keinen einzigen Kurs genommen. Ja. Was machst du lieber? Fitness online, vor dem Fernsehen oder im Tablet oder so? Oder im Fitnessstudio? Vielleicht mit anderen Leuten zusammen. Ja, was machst du lieber? Oder was braucht es, dass du Fitness machst? Brauchst du Leute, die mit dir das machen? Oder ist das kein Problem, du machst allein deine Übungen? Draussen ist besser an der frischen Luft. Ja, das ist noch besser. Die dritte Variante. Dario, du würdest Fitnessstudio wählen. Genau, dann kannst du nicht faul rumsitzen. Dann musst du aber wirklich etwas machen, wenn du schon gehst. Ja.
Und du hast andere Leute, die auch Fitness machen. Du kannst mit ihnen reden, fachsimpeln, du kannst Tipps austauschen. Ja. Lovely, du machst Zumba auf YouTube. Genau, das ist auch gut. Ähm, Sport mit Leuten macht viel mehr Spass, als wenn man allein macht. Allein ist auch okay, es tut gut, ja, aber es ist lustiger, zu zweit oder zu dritt oder in einer Mannschaft. Genau, Hakuna Matata, du musst in die frische Luft. Darum, das ist auch ein Grund, wieso dass ich kein Fitness-Abo habe. Weil ich denke, wenn ich schon Sport mache, dann möchte ich an die frische Luft und nicht wieder im Haus sein. Ich bin so sonst genug daheim und irgendwo im Haus. Wie habt ihr es mit Unfall? Habt ihr schon einmal Sportverletzungen gehabt? Habt ihr schon einen Unfall gehabt während dem Fitness? Und wie ist das passiert? Ja? Habt ihr zum Beispiel, sind ihr umgekehrt oder habt ihr etwas mit dem Gelenk, eine Gelenkentzündung bekommen, weil ihr es fest trainiert habt? Ich muss sagen, ich bin einmal mit meiner Freundin eine Velotour machen in den Ferien und sie hat schon relativ sprained ankle. Du hast deinen Fuß verstaucht, du hast deinen Fuß so ein bisschen geknickt und dem sagt man, du hast den Fuß verstaucht, vielleicht ein bisschen Bänder gerissen oder so, aber nicht gebrochen. Genau, und ich bin einmal Velo fahren und ich hatte eigentlich keinen Unfall und nichts, eben auf dieser Velotour mit meiner Freundin. Aber nach 2-3 Tagen so intensiv Velofahren haben wir eine Entzündung bekommen in den Knien. Und wir mussten so wirklich 2 Tage Pause machen und nichts fahren, dass das wieder besser werden konnte. Und dann haben wir halt gezwungenermassen eine Pause gemacht. Und dann sind später weitergefahren. Oh, Dario, ich weiß nicht, was Hamstrings sind. Es sind irgend so Bänder, sehr wahrscheinlich. Aber wo genau das die sind, weiß ich nicht. Du hast ein kleines Problem. Sind das echt Bänder in deinem Körper oder Bänder, die du mit nicht trainierst? Also das könnte vielleicht jemand nachschauen, was das heisst auf Deutsch. Oh, du hast einen Skiunfall gehabt, Hakuna Matata, und bist in einen Baum hineingefahren. Das ist gut, wenn man gut Ski fährt, aber man muss auch noch aufpassen und man muss gut sehen. Vielleicht hat es Nebel gehabt oder so und du hast nicht viel gesehen. Der hintere Oberschenkelmuskel. Ja, das gibt es, hintere Oberschenkelmuskeln oder Oberschenkelmuskeln. Das ist der Teil zwischen dem Knie und der Hüfte. Ja, genau. Ich hatte auch einen Skiunfall, als ich das erste Mal auf der Ski gestanden bin. Später habe ich gut gelernt zu fahren. Aber das erste Mal habe ich zuerst einen Block geküsst und die Zähne rausgeschlagen. Keine Zähne mehr später. Ist Fitness gesund oder nicht? Wir haben auch gesagt, Sport ist Mord und wir haben schon ein bisschen darüber geredet. Ist das gesund für dich oder nicht? Fitness ist Mord, also du nimmst es lieber gemütlicher. Oder man kann auch sehr verbissen trainieren und sehr verbissen und so ich muss besser werden, ich muss noch mehr machen, was dann vielleicht gar nicht mehr so viel Spass macht und man nicht so gut lässt auf seinen Körper, wenn der Körper nicht mehr mag, dann ist es vielleicht nicht mehr so gesund.
Genau, man muss aufpassen, dass man sich nicht verletzt. Wenn man zu müde ist, dann muss man aufhören, Pause machen, sich regenerieren ist wichtig. Ja, ja, das ist gut. Man kann es übertreiben. Mit dem Sport kann man es manchmal übertreiben. Genau, und wenn man es übertreibt, dann kann es einen Unfall geben. Häufige Situationen, wo man übermüdet ist oder wenn man einfach zu fest mit dem Willen will, etwas, aber es mit dem Körper nicht geht, dann kann man sich verletzen. Genau, lovely, das ist super. Das ist auch gut für sein Immunsystem. Wenn du dich bewegst, wenn du Sport machst, dann kannst du das rausschwitzen. Ich hatte eine Kollegin, die hat immer gesagt, ich glaube, ich werde krank, ich fühle mich nicht so gut, ich gehe das rausschwitzen. Und dann ist sie ins Fitness gegangen und am nächsten Tag war es wieder gut. Und ich habe das auch gemerkt, ab und zu, wenn ich in einem Club war, zum Beispiel getanzt habe oder so, und dann, wenn ich mich schlecht gefühlt habe und krank, ein bisschen kränklich oder so, bin ich trotzdem gegangen und später habe ich mich viel besser gefühlt. Trinken ihr Energy Drinks oder es gibt ja ganz viele so Sachen, modernes Zeug, wo man kaufen kann, wo relativ teuer ist, ja, wo einem Energie gibt, dass man mehr machen kann. Auch Sachen Proteindrink, die helfen, Muskeln aufbauen, dass wir schönere Muskeln haben. Nehmt ihr so Sachen? Ist das gut? Vielleicht, Hakuna Matata, weisst du etwas zu dem? Du kommst aus der Medizin, ja? Energy Drinks und so, genau, fürs Aussehen, weil einem das Aussehen wichtig ist und man möchte mehr Muskeln haben, besser proportioniert sein. Du nimmst Weizenprotein, glaubst du, ist das Whey-Protein? Einfach als Nahrungsergänzung, nicht einfach als Mittag. Du trinkst keine Energy Drinks. Ja, wir trinken manchmal Energy Drinks, wenn wir lange Auto fahren müssen. Und anstatt des Kaffee gibt es dann manchmal auch Energy Drinks. Aber das ist nicht so häufig. Lovely, du machst selber Smoothie. Das gibt sicher viele gute Rezepte für Smoothie, die man trinken kann. Und dann hat man das Beste, gerade frisch und nicht so weniger künstliche Sachen. Wobei, Whey ist nicht Weizen. Aha, von der Molke, also von der Milch ist das. Das Milchprotein. Ist das Molke, ist das, was zurückbleibt, wenn man Käse macht? Die Flüssigkeit von der Milch. Rivella ist aus dem gemacht. Heisst das? Das ist auch, Rivella wird aus dieser Flüssigkeit gemacht, die zurückbleibt, wenn man Käse macht. Was wäre das beste Training? Was ist das beste Training für dich? Jeden Tag ein bisschen Sport machen oder nur 2-mal pro Woche, aber intensiv? Oder braucht es beides, wenn man wirklich trainieren will? Was ist besser? Also beim Sprachenlernen sagt man ja, es ist besser, jeden Tag ein bisschen wiederholen und üben, als einmal einfach 2-3 Stunden am Stück und dann wieder nicht mehr längere Zeit. Ja, vielleicht ist es mit dem Sport auch so. Besser immer wieder ein bisschen Abwechslung. Abwechslung ist gut.
Was macht ihr gegen Muskelkater? Ja? Habt ihr ab und zu Muskelkater oder kommt das gar nie vor? Und was kann man machen, dass man keinen Muskelkater hat? Genau, Dario, du meinst noch zum Training. Es kommt darauf an, wie viel Zeit das man hat, genau, und was für Ziel das man hat. Was für ein Ziel, was möchtest du erreichen? Also eben Ausdauer oder so, dann muss man ein bisschen länger Sport machen als nur 10 Minuten. Mhm. Magnesium oder Banane ist gut gegen Muskelkater. Also nach dem Sport eine Banane essen. Stretching machen, also Dehnungsübungen. Ja, das ist auch gut. Das vergisst man zu schnell oder zu häufig. Du nimmst auch Bananen- und Magnesiumtabletten. Das ist ein Allerweltsmittel, kennen alle. Äh, ja, und ein bisschen abwarten und der Muskelkater geht selber wieder. Regeneration. Ich habe noch so einen guten Tipp oder so, wo ich das Gefühl habe, das hilft. Ein alkalisches Bad mit einem pH von etwa 9. Ja, es gibt so Badesalz, wo man einen pH-Wert haben kann, also alkalischen, nicht einen sauren pH-Wert. Und das hilft, den Körper zu entsäuren. Das ist sehr gut für die Regeneration und ich tue gerne alkalisch baden. Fuß ist auch gut für alles, genau, Olivia. Tust du nach oder vor dem Fitness dehnen? Oder beides. Also bevor du sportlich aktiv bist, vielleicht tun wir das ein bisschen erweitern, nicht nur Fitness, aber bevor du sportlich aktiv bist, tust du dich aufwärmen und dehnen oder ist es besser nachher? Was ist wichtiger im Sport? Nach dem Training ist vielleicht, glaube ich, wichtiger, ja. Dehnen ist eben Stretching, das ist so sich strecken und Muskeln strecken, dass sie ein bisschen wieder, das ist sehr, sehr wichtig. Dehnen ist sehr wichtig für Faszien. Meine Mutter hat da irgendein Buch gelesen, dass man so über die Muskel und Fasern im Muskel so, dort gibt es etwas, die heissen Faszien und die muss man immer wieder dehnen und ein bisschen brauchen und so. Und sonst verrostet sie ein bisschen, so. Sie werden steifer. Hakuna, du tust vorher und nachher dehnen, aber wichtiger ist es nach dem Training. Mhm. Du meinst es auch, Lovely. Und was macht er gegen Muskelkrämpfe, wenn er plötzlich so einen Krampf hat und sich der ganze Muskel so zusammenzieht und wehtut? Dann muss man so ein bisschen... Am besten ist, wenn ein Physiotherapeut kommt und einem gerade hilft. Ein bisschen abwarten. Oder auch eben ein bisschen dehnen, ein bisschen strecken. Oder ich habe gehört, wenn jemand viel Muskelkrämpfe hat, dann ist es auch gut, wenn man Magnesium nimmt, ja. Mhm. Das ist Hamstring. Hamstring, meinst du, das sind Krämpfe? Aha. Wenn du einen Krampf hast in den Muskeln. Okay. Das kann manchmal sehr schmerzhaft sein und ein Zeitchen gehen, bis es wieder vorbei ist. Ja. Welche Muskeln sind die wichtigsten für dich? Hamstring. Genau. Du tust den Fuß nach hinten ziehen, genau so mit den Fersenpumpen so quasi. So gegen hindern, dass die Wädli-Muskeln in den Wädli-Muskeln im unteren Teil des Beins ist das Wädli hinten, das sind Muskeln, so
Bei den Velofahrern sieht man auch so schöne Wädli, wenn sie da trampen. Und wenn man die so dehnt, wenn man die Fersen hinten am Boden tut und sie das Bein gegen vorne, dann nachher, hilft das auch, wenn man im Wädli so einen Krampf hat. Quadrizeps. Olivia, du meinst, du tust Sixpack trainieren. Quadrizeps, also ich weiss, was Bizeps sind, die beim Arm. Quadrizeps ist auch ein Name der Muskeln. Ich habe nicht so gut die Anatomie des Körpers studiert, dass ich das jetzt wüsste. Das ist vielleicht im Rücken ein Muskel. Das ist am Bein. Quadrizeps. Okay. Das ist vielleicht das Pendant vom Bizeps, einfach am Bein. Lovely, du tust lieber allein trainieren. Das ist schon zu der nächsten Frage. Allein oder mit einem Coach. Du weisst, was es braucht. Du weisst, was du machen musst. Man muss es einfach machen. Wissen nützt nicht viel. Also, am Anfang ist es vielleicht gut, wenn man einen Coach hat, aber wenn du schon so lange immer trainierst, dann brauchst du keinen Coach. Ja. Und gibt es so eine Übung, die so super gut ist, zum Gewicht zu verlieren? Die mega viel Energie kostet. Was denkt ihr? Ich denke, das ist schwierig. Vielleicht habt ihr einen Tipp. Rudeln. Hallo Remi. Nummer 1. Ich komme nicht raus. Rudeln. Du meinst rudern. Rudern auf dem Boot mit diesen Rudern von Hand. Oder rodeln. Rodeln ist so Schlittenfahren. Oder ich weiss nicht, was du meinst. So Hallo, Donald Trump ist angekommen. Okay. Aber nicht im Boot. Rudern, aber man kann auch Ruderübungen machen, aber nicht im Boot, genau. Also, Kniebeugen, Dario, man kann auch Kniebeugungen machen. Das ist gut. Suffgerät, ein Suffgerät, keine Ahnung. Was das ist, ein Gerät, muss ich vielleicht nachher googlen, oder die es nicht wissen, können es auch googlen und nachschauen. Und ihr könnt schauen, was das für ein super Gerät ist, das macht, dass man schnell das Gewicht verliert. Auf dem Gerät, es gibt verschiedene Geräte, ja, die ihm helfen, die mehr Widerstand geben, die helfen, dass man ein bisschen mehr Fett verbrennt. Wie wichtig ist die Atmung für dich bei den Übungen? Jetzt komme ich raus. Okay. Ja, das habe ich kenne nicht so jung. Okay. Ist die Atmung wichtig bei den Übungen? Tief schnaufen, ausschnaufen, einschnaufen. Ja, wenn man daran denkt, richtig zu schnaufen und nicht aufhört zu schnaufen, wenn es anstrengend wird, dann geht es alles schon viel besser. Ja, sehr wichtig natürlich. Ohne Sauerstoff in den Muskeln läuft nichts, ja. Also, es gibt immer manchmal Leute, die so bei gewissen Bewegungen sagen, sie währenddem musst du einschnaufen und dann, wenn du beim Runtergehen ausschnaufen. Ja. Ist die Atmung wichtig? Die Atmung ist sehr wichtig, ja. Macht ihr lieber Fitness mit Gerät oder ohne?
Ja. Habt ihr Hometrainer daheim oder so Laufbänder, wo ihr laufen könnt? Oder tut ihr ohne Gerät üben und trainieren? Ohne Gerät ist besser. Eib, du machst mit. Genau, du hast geschrieben, auf dem Gerät. Mit dem Nattel zum Zeitstoppen, das ist eine gute Sache. Dann nachher tut man noch ein bisschen weitermachen, weil man weiss, jetzt in ein paar Sekunden ist es fertig. Das ist gut. Ja. Ein Nattel hat schon gute Funktionen, ja. Machen ihr auch Yoga? Oder so ein bisschen stillere Meditationsübungen? Vielleicht gibt es noch andere Sachen. Machen ihr Yoga? Das ist extrem, wie die Leute beweglich sind, ja, die Yoga machen. Mhm. Du machst ein bisschen, Olivia. Amateurmässig. Vielleicht. Ja. Lovely, du machst auch, aber selten. Wenn du ein bisschen, eben wenn so ein schöner Sonnenuntergang ist, wieso nicht? Was denkt ihr über die Schweizer Sportart Schwingen? Das ist zwar nicht Schwingen, die machen mehr eine Küssi-Schlacht. Schwingen ist dann genau, Dario, Yoga wäre gut für Stress abbauen. Es ist so ein bisschen meditativ auch. Schwingen ist lustig. Ja. Würdest du auch gerne einmal ins Sagmaul gehen und so ein bisschen mit anderen Leuten, andere Männer auf den Rücken rühren? Das ist schön, gut. Ja, das sind sehr kräftige junge Männer und es ist in der letzten Zeit sehr populär geworden. Als ich noch jung war, war es so ein Nischensport und weniger populär. Aber ich glaube, in der letzten Zeit hat es sehr an Popularität gewonnen. Und habt ihr das auch schon mal probiert? Ich habe einfach mit meinem Bruder gerammelt in der Jugend. Jetzt ab und zu vielleicht mit meinen Kindern tun wir so ein bisschen rammeln und ein bisschen kämpfen und versuchen, einander auf den Rücken zu tun, aber ich habe nicht mehr viele Chancen, vor allem mit den grösseren Buben. Rammeln, genau. Ich habe gerammelt. So, nicht kämpfen, nicht streiten, aber so eben schauen, wer stärker ist, jemanden auf den Rücken legen. Kämpfen ist ein bisschen brutaler, es tönt mehr nach Krieg. Rammeln tönt mehr nach Spiel. Ja. Du rammelst manchmal mit deinem Mann, okay. Hättest du ganz viel Geld, in welches Fitnessstudio würdest du gehen? Oder würdest du das fürs Fitness ausgeben? Sagt man Rammeln auch in anderen Kontexten? Ich glaube, Rammeln ist eben so eine Art wie Schwingen, oder? Man tut einander nehmen und versucht einander auf den Rücken zu tun. Vielleicht kann man auch bei Tieren sagen, wenn das Tier zusammen rammelt. Wenn so Jungtiere vor allem, wenn sie so zusammen spielen. Ja, aber sonst kommt mir jetzt gerade nicht in einen anderen Kontext. Vis-à-vis von deiner Wohnung gibt es ein teures Fitnessstudio. Also wenn du genug Geld hättest, wenn du nicht müsstest aufs Geld schauen, dann wäre das sehr praktisch, wenn du gerade könntest vis-à-vis ins Fitnessstudio gehen. Ja, Rammeln ist physisch, genau, Olivia. Nein, auch bei der Arbeit so, tut man vielleicht schuften oder büzen oder nicht, rammeln nicht. Krampfen tut man auch. Und Sport ist manchmal auch ein Krampf.
Also es ist sehr anstrengend. Was ist dein Lieblingssport? Da haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Vielleicht noch die neu gekommen sind, Remy und wer ist da noch? Willi, Wissi, was sind eure Lieblingssport? Was macht ihr gern? Fußball, aber passiv. Ja. Und wer ist dein grosses Vorbild im Fußball? Und Joggen aktiv. Fußball schauen auch. Wer sind eure grossen Vorbilder im Sport oder im Fitness? Nicht unbedingt nur Fitness. Ja. Der Roger Federer, genau. Er ist ein sympathischer Sportler. Der Ronaldinho im Fußball. Natürlich Polen, die schwärmen für Lewandowski. Robert Lewandowski. Sadio Mane. Und der Sadio Mane, das spielt in Liverpool. Okay. Ja. Von den Fußballstars kennt man einige. Es sind schon grosse Stars unter den Sportlern. Und jetzt zum Schluss noch, Liverpool ist cool, genau. Ich habe ein Jahr lang in Liverpool gewohnt und das war ganz schön. Arnold S., keine Ahnung, wer das ist. Liverpool ist eine ganz schöne Stadt und die hat natürlich auch ein gutes Fußballteam. Machst du Fitness eher so gemütlich für dich, einfach ein bisschen, dass du dich ein bisschen bewegst oder so? Oder machst ganz intensiv Fitness? Oh, genau, Olivia Arnold Schwarzenegger, genau, aha, ja, der ist mir auch ein Begriff. Aber er ist doch ein bisschen weg vom Fenster, man redet nicht mehr so viel von ihm, oder? Aber er ist schon noch als älterer Mann auch sehr fit. Oi, Hakuna Matata, du bist ein grosser Liverpool-Fan. Ich habe noch so eine Liverpool-Kappe. Seit dass du 9 warst. Ist noch nicht weg vom Fenster. Vielleicht bin ich weg vom Fenster und ich bin nicht mehr so viel in den Medien. Oder ich höre nicht mehr so viel so Sport hören und so. Und dann höre ich nichts. Dejan Lovren. Obst. Was macht er? Dejan Lovren? Keine Ahnung. Vielleicht hat er oder sie einen Weltrekord oder so. Von Weltrekord werden wir jetzt gerade noch reden. Denkt daran, dass ihr da euch einschreiben könnt für den Newsletter auf meiner Homepage. Ja, dass ihr informiert sind, was läuft und geht. Und wir haben einen Kurs für Anfänger oder Leute, die so Basic Schweizerdeutsch können und lernen. Der ist am Montag am 8. Da könnt ihr einen Link finden unten in der Beschreibung. Und die danke vielmals denen, die mich unterstützen, die einen Kaffee kaufen, die mitchatten. Wunderbar, es freut mich. Und die noch möchten mitmachen und mit zum Club gehören, die können auch unten sich einschreiben und einen Kaffee spendieren. Ja, ich glaube, Dario, jetzt gerade machen wir ein Zoom-Meeting und das schauen wir jetzt schauen, wie das läuft und geht und wir möchten gerne mehr reden. Wir werden noch zum Thema Sport zusammen reden. Für das Zoom-Meeting müssten ihr zuerst so die möchten, so ein Anmeldeformular oder so Fragen ein bisschen beantworten, weil wir möchten ein bisschen schauen, wie gut dass ihr schon ein bisschen Schweizerdeutsch könnt und wie dass wir euch einteilen können.
also ob ihr zu der Gruppe passt oder nicht. Aber jetzt gerade nach dieser Lektion tue ich umschalten auf Zoom und die sich schon gemeldet haben bei mir vorher, haben ein E-Mail bekommen mit den Aufgaben für zum Reden und dem Link, dass ihr auf Zoom gehen könnt und mit uns mitmachen und reden. Also die noch gerne möchten mitmachen, ein anderes Mal, die können die können sich bei uns melden. Ihr könnt schauen und dann testen wir ein bisschen testen und dann euch den Link schicken, wenn es gut ist für nächste Woche. Also die Idee ist, wir machen es immer am Dienstag nach dem Livestream. Okay, dann für einige, ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Und den anderen wünsche ich eine schöne Woche und bis am nächsten Dienstag. Macht's gut. Tschüss zusammen.